Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jemand mega ein Problem mit mir hat. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin so eine Persönlichkeit, wo man ein grosses Problem damit hat. Ausser ich verschlafe Termine und so. Das ist so. Es ist mir aber gleichzeitig auch nicht so mega gut gegangen und dann so ein bisschen Kombination von sich selber isolieren und dann irgendwann auch nicht mehr aus dem Haus müssen gehen, weil man ja nicht irgendwie neu mit an muss. Live ist für mich wirklich einfach, und das habe ich wirklich mir probiert im letzten halben Jahr so bewusst irgendwie, dass mir so ein bisschen einzurichten, so live. It's just having fun. Willkommen bei Helvetica, der Sendung über Musik aus der Schweiz. Ich bin Adrian Hünnike und in jeder Ausgabe rede ich mit einem Gast aus der Musikszene von da. Musikerinnen, Veranstalterinnen, Labelleute, Journalistinnen, Menschen, die etwas zu sagen haben. Was uns verbindet, ist eine Frage, die uns durch die nächste Stunde begleitet. Kein klassisches Interview, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Direkt, ehrlich und neugierig. Schön, bist du dabei. Mein heutiger Gast ist der OG Florin. Der OG Florin ist Musiker aus der Innerschweiz, aus Zug, dabei gesagt. Er veröffentlicht seit 2018 im Eigenverlag seine Musik. Wie sein Name schon verratet, macht der Florin Hip-Hop, aber irgendwo zwischen Lo-Fi, Leftfield und Indie. Trotzdem ist er schon mehrmals ins Eifel eingeladen worden, hat in der Reality-TV-Show Battle Mansions mitgemacht und neuerdings in Zürich. Einen GDS Awards hat er übrigens auch schon gewonnen, nämlich für sein letztes Album I Love You. Da ist er. Diesen Monat habe ich mich extrem gefreut auf meinen Gast, auf den OG Florin. Wir haben eigentlich schon am Mittwoch abgemacht. Dann hast du aber verschlafen. Zum Glück bist du jetzt heute da. Und das ist vielleicht auch gescheiter, weil am Mittwoch bist du ein bisschen recht müde gewesen. Dann ist es besser, bist jetzt heute ein bisschen ausgeschlafen da. Und ja, vor allem ist auch heute noch die neue Song zusammen mit der Melodiesymphonie rausgekommen. Da konnte ich jetzt auch noch hören und da bin ich eigentlich diesbezüglich auch voll up to date, wie deine Musik momentan tönt. Yes. Sonst wäre ich noch auf dem Stand 2. Wann ist dein letztes Album rausgekommen? 23? Ende 23, ja voll. Voll, genau im November 23. Und ich habe mir heute gedacht, wir reden so ein bisschen über Produktion oder über Produzieren. Das finde ich mir recht spannend bei dir. Du hast sicher einiges dazu zu sagen. Ja. Und natürlich einfach auch ein bisschen über deinen Werdegang und was so kommen wird und so. Aber eben fangen wir vielleicht mit dem ein bisschen an. Wie hat das Ganze angefangen mit Produzieren? Ich glaube, du hast mir das mal so kurz erzählt, als wir uns mal kennengelernt haben, dass dein Vater, glaube ich, Musiklehrer oder so ist oder war und dass das so irgendwie angefangen hat. Also so ein bisschen das Lebenswerk von meinem Vater ist so ein bisschen, er hat früher Kinder- und Jugendchor geleitet und aus dem heraus ist dann irgendwann hat er mal Musicals für sich entdeckt und dann hat er eigentlich eine von der ersten oder eine von der wenigen Musicalschulen in der Schweiz gegründet. Und das ist auch immer noch so ein bisschen also er ist jetzt langsam im Pensionsalter und er ist jetzt so ein bisschen am schauen, dass er irgendwie gewisse Sachen ein bisschen abgeben kann. Das ist immer noch so ein bisschen sein Baby. Und nebenbei hat er immer noch, was es halt so geldmässig auch nicht irgendwie mega krass jetzt abgeholfen hat, hat er nebenbei immer noch als Musiklehrer gearbeitet. Und hey, vor allem für den Unterricht und für gewisses Zeugs aufzunehmen, hat er sich mal das Logic Pro X gekauft. Dann bin ich vielleicht so 14, 15 gewesen. Und hatte damals noch keinen eigenen Laptop gehabt. Und dann bin ich amigs so in die Wohnung runtergeschlichen, wenn sie im Fernsehen schauen sind und habe irgendwie aus dem Kästchen raus seinen Laptop geklaut und bin in den Keller runtergegangen und habe dann mir probiert, Beats zu machen. Und ich habe aber irgendwie noch keine Ahnung gehabt, also einfach irgendwie ein paar Töne eingetippt. Und du hast so wirklich alles selber sich angeeignet? Genau, okay. Genau. Irgendwann habe ich dann mal so ein YouTube-Video gesehen, so, irgendwie, wie man samplen tut und so in Logic rein. Und dann
habe ich so dann irgendwann so ein bisschen Hip-Hop-Beats, so ein bisschen Sample-based Hip-Hop-Beats Und hast du aber produziert. Ja. und hast aber irgendwie deinem Vater mal erzählt, dass du sein Logic benutzt und so, das hat er Das dort, Ja. also er hat das natürlich auch voll easy gefunden. Also das ist immer supported worden, Ja. irgendwie. Voll. Also Und hast du ein bisschen Einfluss gehabt von ihm oder von deinen Eltern? ich glaube, der einzige Einfluss, also was natürlich aber die Privilegien von irgendwie immer Instrumente daheim haben, Zeugs daheim haben, das ist definitiv ein grosser Einfluss gewesen im musikalischen Werdegang. Aber ich glaube, sonst so vom musikalischen Stil ist es so ein bisschen so, ja, irgendwie definitiv nicht das, was die Eltern irgendwie hören. Also meine Mutter ist mega ABBA-Fan. Viele kann ich mittlerweile auch sehr, sehr so schätzen, wertschätzen, aber ja, damals ist jetzt das nicht meins gewesen und so die ganze Musical-Welt ist jetzt auch nicht so meine Welt. Von dem her, ich glaube, dort eher nicht so. Aber halt eben so, wenn das Instrumente immer rum sind und das wie irgendwie so, dass man die Möglichkeit hatte, zum Unterricht zu gehen, so das Instrument auch lernen. Und dann hatte ich dort mit 14, 15, hat dich dort schon der Hip-Hop-Bug gebissen gehabt, oder wie hat sich ja. Schon ziemlich damals. Also ich bin dort voll so, ich bin so Wu-Tang-Fan. Ich bin mittlerweile viel offener, als ich damals war. Ich glaube mit so 13, 14, 15 bin ich fast so ein bisschen ein Oldhead gewesen. So ein bisschen so, ja, nein, weisst du, nur so aus den 90er Jahren, das ist so der echte Hip-Hop und so ein bisschen auf dieser Schiene und so darum auch nur so Boom-Bap-Beats irgendwie gemacht und eben viel Wu-Tang gehört und darum auch so ein bisschen Choppy-Beats, so ein bisschen, manchmal so ein bisschen Off-Tune. Ja. Und dann hast du dort, du bist irgendwie in der Nähe von Zug aufgewachsen, oder? Ja, also voll, also in Zug selber. Okay. Und dann bist du so ein bisschen in einer Clique gewesen, die auch Hip-Hop gehört hat, oder wie bist du dort sozialisiert worden? Hey, also in Zug ist ja so, es hat jetzt nicht wahnsinnig viele so Subkulturen im Zug. Jetzt nicht so mega, ich habe das Gefühl, so ein bisschen das Problem ist halt, dass die Anfangs 20-Jährigen, die gehen so ein bisschen weg, weil sie dann halt irgendwo anders gehen studieren, weil im Zug jetzt keine Unis. Mhm. Und durch das es hat schon viele junge Leute, die dann auch vielleicht ein bisschen etwas machen, aber ich glaube, die dann so Szenen noch so ein bisschen treiben, das wäre dann eher so ein bisschen die, I don't know, 18 wert, das jetzt nicht so geil. Aber was mega geil ist, so ein bisschen eine Skate-Szene. Ja. Und ich bin so von 9 bis 16 oder so bin ich eigentlich jeden Tag im Skatepark gewesen. Und dort ist hat schon auch viel Hip-Hop irgendwie gelaufen. Ich meine jetzt einfach so, wie was deine Kollegen so gelesen haben. Die haben Hip-Hop gelesen. Ja. Mal schon. So ein bisschen das. Hey, also ich meine, es war auch mega so die Zeit von so DJ Antoine und so. Ja. Viel um mich herum gesehen, aber das hat mich wirklich gar nicht so interessiert. Ja. Eigentlich gesehen. So. Und eben, wie bist du auf die Idee gekommen, selber Musik zu machen? Oder wie ist dann... Also so irgendwie so Rap-Texte schreiben, das habe ich schon mega früh angefangen. Also das habe ich auch so mit so, ich würde so sagen, 10, 11 oder so. Einfach so for fun, irgendwie so irgendetwas. Und hast du nicht einen Schweizer Einfluss gehabt? Also das Vorbilder? So, ja, Jimma, der Jimma, okay. Den natürlich, also den habe ich irgendwie cool gefunden. Und dann aber schon auch irgendwie so viel halt Ami-Rap gelassen und das irgendwie cool gefunden. Und wie gemerkt, so, hey, mein Englisch ist nicht, was es könnte sein. Ja. Und dann halt irgendwann angefangen auf Schweizerdeutsch zu schreiben. Ich gefunden, wow, das ist eigentlich auch Gut, das macht cool. In der Schweiz macht es dann schon irgendwie Sinn, also es gibt Tätige, die auf Englisch rappen, aber irgendwie früher oder später switchen sie dann auch auf Schweizerdeutsch, weil in der Schweiz wartet, glaube ich, niemand darauf, dass ein Schweizer auf Englisch rappt, weil für das gibt es ja genug Englischsprachige. Also von dem her macht es dann irgendwie auch Sinn, so, das schweizerdeutsche Ding, oder? Das habe ich auch immer gedacht. Ich habe wie auch schnell gemerkt, ich kann mich besser ausdrücken. Ja. Ich glaube, so ein lustiger Punkt ist noch gewesen, haben wir mal müssen in der ersten oder der zweiten Kante oder so, haben wir müssen in der Schule einen Rap schreiben, so in einer Gruppe, whatever. Und unsere Lehrerin hat uns halt einfach so 3 Beats gegeben, die wir hätten können auswählen. Dann hat sie gefunden, hey, die sind alle wack, machen einen eigenen Beat.
dann habe ich dort irgendwie einen eigenen Beat gemacht, wirklich alle Texte für unsere ganze Gruppe irgendwie geschrieben und einfach so, ja, du musst jetzt das rappen und so und du musst das so und so. Okay. Und dann haben wir bei dieser Arbeit haben wir wirklich einen Sechser bekommen und dann habe ich so gefunden, so, okay, vielleicht liegt mir das ja. Okay, gut. Hey, so, und ich habe immer irgendwie Gitarre gespielt, durfte in Gitarrenunterricht gehen und das aber immer so ein bisschen nebenbei, also irgendwie ein Mix, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, Sixto Rodriguez, kennst du den? Ja, genau. Sugarman. Ja, genau, ja, Ich bin klar. ein Fan von dem und auf der Gitarre mehr das gespielt, Ja. während mich aber so Hip-Hop auch immer noch mega interessiert hat. Und dann irgendwann so, ich glaube, es mit 18 oder 19 mein erstes so Album in Anführungs- und Schluss. Ja. Ich mache den kleinen Brüder. Und dann so nach dem habe ich dann relativ schnell mal gedacht, fuck, jetzt habe ich eigentlich wie so ein bisschen gesagt, was ich will sagen auf so Oldschool-Beats. Und dann wie so gemerkt, so, ich spiele ja eigentlich schon recht lange Gitarre. Das könnte man ja auch irgendwie, ich habe wie die Connection gar nie gesehen zwischen Okay, so, selber meine eigene Musik machen, die ich selber schreibe. Das war für mich immer einfach Rap-Texte über Beats. Und dann habe ich wie gemacht, vielleicht könnte ich die Skills auch anwenden auf irgendwie Lieder schreiben mit der Gitarre. Und dann würde mich das mehr anfangen interessieren. So ein bisschen so bin ich dann das abgerutscht, was ich jetzt mache. Eben, wenn man deine Diskografie durchlässt, dann merkt man irgendwie schon ein bisschen, dass eben du am Anfang an straight Hip-Hop in dem Sinn und dann immer mehr so ein bisschen, es ist schwierig zu bezeichnen, was du heute für Musik machst, eben gerade jetzt der allerneueste Stand zusammen mit der Melodie-Symphonie, das ist ja nicht mehr irgendwie das, wo angefangen hast, es ist auch nicht mehr irgendwie wirklich, sagen wir es, so ganz pure Hip-Hop, es geht irgendwie so ein bisschen Indie, Hip-Hop, whatever, das ist irgendwie Popmusik, würde ich jetzt einfach mal sagen, rein. Ja, Ich finde, es hat fast so ein bisschen Mac DiMarco, kennst du Mac DiMarco? ja, sicher. So Ja. ein bisschen der Groove auch noch so, oder eben, Hey. du singst ja dann auch, das finde ich auch recht spannend so. Wie hat denn die Entwicklung stattgefunden? Eben gut, hast du es jetzt beschrieben, wie dann plötzlich gemerkt hast, ich kann ja die Gitarre auch drin reinnehmen, oder wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu singen und so? Hey, ich habe irgendwie immer das, aber wie ich gesagt habe, so Sixto Rodriguez, Ja. habe ich und ich habe dann die Lieder schon auch irgendwie gelernt zu singen und ich habe dann auch mitgesungen und das ist für mich aber wie immer mehr so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen ein Hobby, so ein bisschen ein Zeitvertreib gewesen. Ich habe jetzt nie irgendwie das Gefühl gehabt, wow, ich will so Covers aufnehmen. Ja. Nie interessiert, aber ich habe einfach immer schon irgendwie gern gesungen und dann habe ich habe mal von so einem Sixto Rodriguez Song ein schweizerdeutsches Cover gemacht. Ja, geil. Und, also das habe ich aber nie nicht irgendwie veröffentlicht. Und dann, ich glaube, das ist für mich so ein bisschen, ich glaube, so das erste Mal gewesen, wo ich auch etwas anderes produziert habe, wo nicht Hip-Hop war. Und hey, irgendwie dann das Partner zeigt und irgendwie positives Feedback. Und ich glaube auch, vielleicht hat es mich auch der Musikgeschmack ein bisschen verändert. Früher habe ich halt auch hure viel Hip-Hop gehört und dann, ich meine, ich höre immer noch viel Hip-Hop, aber auch viel anderes Zeugs und das ist mir glaube so einfach so das Bedürfnis gehabt von fuck, ich würde eigentlich auch anders machen. Ja. Alles geil. So. Eben, das gefällt mir jetzt bei dir besonders, dass du eben so viele verschiedene Stile hast und so ein bisschen alles ausprobierst. Wenn man jetzt zum Beispiel beim letzten Album hört, dann hört man, es ist jetzt so ein bisschen etwas so Verspieltes. Mir kommt es fast ein bisschen vor, man sieht es auch auf dem Cover irgendwie, so das Zimmer, das chaotische Zimmer, das Kinderzimmer irgendwie, so ein bisschen, das ist wie ein Kind, das am Spielen ist und einfach so ein bisschen am Ausprobieren ist und so ein bisschen, es ist mir eigentlich egal, was die Leute denken, ich probiere einfach mal einfach wild aus und so. Der Approach, oder? Ich glaube, der Approach ist mir schon immer recht wichtig gewesen. So. Also ein bisschen der DIY. Ja, das sowieso, ja. So. Also ich habe auch immer gerne Sachen selber rausgefunden. Ich habe mich nicht so gerne gehabt, wenn wie jemand kommst und sagt, hey, du musst es so machen. So, also ich glaube, mittlerweile habe ich das auch sicher gelernt, dass es in gewissen Bereichen das auch nützlich kann sein, wenn man sich ein bisschen jemand bezug. Aber gerade als Kind, wenn man jetzt so ganz weit zurück, ich bin schon, glaube ich, recht stur gewesen. Also so, ich habe wie Zeugs können, aber irgendwie nicht, ich wollte es selber rausknübeln. Und irgendwie so, den Approach mache ich auch immer noch gerne bei Musik, so. Ja, eben deine Produktion oder das Produzieren, was ich eben recht interessant finde, der DIY-Style und auch ein bisschen so das Bedroom-Producing. Ich meine, wenn man das jetzt vergleicht mit Leuten, die irgendwie ganz teure Studioaufnahmen machen und so, das ist das schon völlig ein anderer Approach.
Aber ich nehme mal an, du überlegst dir ja irgendetwas, oder? Hey, mega, mega. Also, ich meine, einerseits so, das ist natürlich auch ich versuche ein bisschen weniger englische Wörter zu verwenden. Aus einer Necessity, was ist jetzt das? Also Aus Notwendigkeit. einer Notwendigkeit, genau. Aus einer Notwendigkeit aus entstanden. Das, also ich hätte ja auch das Geld nicht gehabt, um in einem Studio irgendwie etwas produzieren zu lassen. Ich habe nicht mal das Geld gehabt, um mein Zeug irgendwie mischen lassen. Und dann ist halt irgendwie so, ja, es muss jetzt so verheben, wie es jetzt hat. Und gleichzeitig habe ich dann wie probiert, das halt so ein bisschen mehr einzubauen, dass es halt auch, dass es wirklich auch bewusst dann halt auf den DIY-Aspekt rausgeht. Extra mal finde so, wow, da noch ein bisschen mehr rauschen. Ja, ja. Da noch ein Ja, eben, das hat eigentlich, bisschen kaputter tönen. wo ich Wu-Tang Clan das erste Mal gehört habe, weißt du, 94 gewesen, dass es rausgekommen ist, da habe ich gefragt, was ist das für ein Scheiß? Weil das ist wirklich eben, von der Produktion her, ist das damals wirklich etwas ganz Neues gewesen, eben so distorted und ein bisschen fucked up. Ich meine, das hat es damals nicht gegeben. Heute merkt man das fast gar nicht mehr, wenn man das hört. Ja. Aber das ist dort dann auch so ein bisschen etwas gewesen, dass der Reese wirklich wie einen neuen Produktionsstil salonfähig gemacht hat. Und darum finde ich es auch lustig, dass der Wu-Tang Clan so einen wichtigen Einfluss für dich war und du jetzt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen so einen kleinen abgefuckten Produktionsstil irgendwie hast. Wie ist denn jetzt, wenn du jetzt mit dem Kevin, mit der Melodiesinfonie zusammen schaffst? Hey, das ist noch mal ganz ein anderer Approach gewesen, als natürlich das eigene Schaffen. Also durch das, dass er halt irgendwie Drummer ist, ist wie amigs schon so die Rollenteilung so ein bisschen klar gewesen, dass er sicher mal Beats einfach irgendwie leitet. Ich habe manchmal mal so ein bisschen, weißt du, irgendwie ein bisschen etwas vor Beatboxen. Ja, so könnte man das doch irgendwie machen. Und da haben wir eigentlich noch viel so mit den Drums irgendwie angefangen und dann einfach irgendwie Zeugs drüber gelegt. Und was ich jetzt noch spannend gefunden habe mit ihm ist, ich bin sonst viel mehr, oder beim Treffpunkt-Album, also beim vorletzten Album und jetzt so beim letzten Album, habe ich viel eigentlich die Songs wie im Vorhinein geschrieben mit der Gitarre oder was auch immer, dass ich wie eigentlich so das ganze Arrangement schon ein bisschen gehabt habe, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Und bei ihm ist es jetzt mehr so ein bisschen gewesen, dass wir so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen so ein bisschen just have fun, so ein bisschen die Instrumentals ein bisschen aufgebaut haben und dann wie eigentlich auf eine vorgegebene Struktur nachher vom Instrumental habe ich nachher Texte drüber geschrieben. Also zum Teil auch wirklich so, dass wir am Tag mal irgendwie wie so gerade etwas aufgenommen haben, weil es gerade irgendwie so halber Freestyle irgendwie rausgekommen ist, dass wir dann am anderen Tag nochmal nicht gegangen sind, so, ja, bei dieser Passage braucht es jetzt auch noch irgendwie ein bisschen Text, da muss ich jetzt auch noch irgendwie etwas schreiben. Ja, voll. Das ist so ein bisschen, ich glaube, dass wir zuerst so ein bisschen die Instrumentals aufgebaut haben und dann auf dem so ein bisschen aufgebaut. Das ist jetzt so ein bisschen der different approach, wenn ich jetzt damit selber. Und dann von der Soundästhetik her, also, ich meine, ich habe jetzt nur ein Lied gehört vom Album, das kommt. Hat es dann ein bisschen weniger eine Lo-Fi Ästhetik? Oder wie ist denn am Kevin also wenn ich kenne natürlich am Kevin und Melodiesinfonie seine sonstige Sachen, die sind natürlich schon nicht, Also tönen natürlich nicht gleich wie deine Produktionen. Was für mich ein First war, ist, dass wir das Zeugs professionell haben mastern lassen. Ja. Vom Reto wie heisst das? Powerplay. Powerplay. Studio. Okay. Im Reto am Powerplay Studio haben wir das mastern. Aber du hast bisher deine Sachen nicht, eben, du hast deine Sachen bisher nicht mastern lassen, ja, das hast du selber. Ich habe ein Sketch-Cassette-Plugin über das Master drüber, Okay. Tape-Emulation über das Master und Call it a day. Nein, aber das ist jetzt für mich auch so etwas, wo ich so wirklich so, wo ich so merke, ja, ich glaube jetzt für das nächste Album wäre das definitiv auch ein Schritt, den ich dann würde machen. So. Aber ich glaube, sonst haben wir einen ähnlichen Approach von einfach irgendwie so ein bisschen, die Instrumente so aufnehmen, wie sie dann halt gerade sind. Nicht zu viel Gedanken machen über Mikrofonplacement. Einfach mal so ein bisschen, wie es reinkommt, nimmt man es mal auf
Nicht so wie ich habe kürzlich wieder mal Trevor Horn, was nicht, ob der etwas sagt, der Produzent aus den 80er Jahren, zum Beispiel Yes produziert hat. Ja. Und ich meine, das ist dann so krass produziert. Ich meine, das ist schon fast zu clean alles. Ja. Oder? Ich meine, das ist ein aufwendig, die Studios. Oder? Ich meine, Ja. so Produktionen haben dann Hunderttausende von Dollars gekostet. Ja. Das ist natürlich eben, ist mir fast zu fest dann im Detail irgendwie. Und mit dem GO3 abmessen, wo die Ja. Mikrofone jetzt nicht anstellen. Und irgendwie 50 Mikrofone für ein Hi-Hat und so, oder? Das ist dann meistens ein bisschen sehr übertrieben, Ja. oder? Ja. Aber ich glaube, was schon viel ausmacht, ist der Drum-Sound von Kevin, was sich halt durchs Ganze, durchzieht und wo sicher qualitativ einfach gut aufgenommen ist und gut tönt. Und wahrscheinlich zum Teil noch ein bisschen besser tönt als die irgendwelche Drum-Samples, Ja. die vielleicht halt manchmal reingezogen haben und verwendet haben. Und noch schnell zu dem, wie sind ihr denn überhaupt aneinander gekommen? Oder wie habt ihr euch kennengelernt? Oder und dann herausgefunden, wir wollen zusammen Musik machen? Ich habe ganz so lange ist es jetzt auch nicht her, 5, 6 Jahre oder so, nachdem ich das Treffpunkt-Album released habe, oder EP, was auch immer, das ist damals noch sehr DIY noch gewesen, dort. Irgendwie, ja. Auf jeden Fall, nachdem bin ich mal in so einem kleinen Lokalradio gewesen. Und also regelmäßig so ein bisschen Hip-Hop im, wie heissen die? Ja, es gibt in Luzern gibt's dreifach, oder? Aber Das Zug ist, das Zug. die haben aber das Zug in der Galvanik, ihre Sender. Irgendetwas mit 4 oder so etwas? Jam-On. Jam-On, okay. Jam-On Radio. Ja. Genau, Jam-On Radio bin ich gewesen. Und dann hat mich der Rap Nose, der dort das moderiert, hat mich damals gefragt, mit wem von der Schweiz ich gerne würde ein Collab machen, mit wem von der Schweiz ich mir vorstellen kann, zusammenarbeiten. Und ist dort irgendwie einfach so als erstes, ich habe einfach irgendwie gefunden, Melodie Symphonie wäre noch cool. Ich weiss nicht, ob ich gerade irgendwie am Tag vorher irgendwie ein Video von ihm gesehen habe. Und dann hat er mir irgendwie, ich sehe so eine Woche später oder so, hat er mir gefolgt auf Instagram, dann mir ein DM geschrieben, irgendwie, dass er das Album cool gefunden hat. Und dann habe ich so gefunden, so, ja, oh, what the fuck, okay. Aber, Also so, wie so. aber immer noch, hat die Radiosendung nicht gehört? Oder ist das Ich vielleicht glaube es eher... eben nicht. Ich weiss Ja. eben nicht, ob der Steve, also der Rap Nose, ihm wie so ein bisschen ein DM gemacht hat. So, hey, check den mal ab. Ja. Irgendwie so, hey, der hätte ich irgendwie erwähnt. Auf jeden Fall ist das, oder ob das per Zufall. Ja, ist das eine göttliche Fügung gewesen, oder? Das sage ich. Und dann haben wir uns einmal getroffen gehabt, zum Musik machen. Und das ist vor 4, 5 Jahren gewesen. Und dann, ist irgendwie cool gewesen und so. Und dann haben wir uns aber eigentlich sind wir dann einfach so Insta-Mutuals gewesen, haben ab und zu mal reagiert auf gegenseitige Stories, dies, das. Und, irgendwann, so nach Corona, haben wir dann, das müsste vor irgendwie 2 Jahren gewesen sein oder so wahrscheinlich, haben wir dann mal gefunden, so, hey, gibt's wieder mal eine Session? Und da ist Seaside entstanden. Unser erster Track, den wir dann zusammen, wirklich innerhalb von irgendwie 2 Sessions. Ich habe irgendwie die Chords auf der Gitarre irgendwie schon gehabt und wir haben dann in der ersten Session so das Instrumental aufgenommen und glaube schon der erste Teil vom Text. Dann in der zweiten Session mal einfach noch der zweite Teil vom Text aufgenommen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich auf seiner Tour, auf seiner Softboy-Tour, Gitarre spielen für ihn in seiner Band. Und dann habe ich gefunden, so, hey, ja, mega cool. Gefunden, so, ja, ich weiss aber nicht, ob ich da mit mag. Und er hat so gefunden, so, hey, voll easy, so, das ist jetzt nicht so. Dann, ja, sind wir irgendwie zusammen auf Tour gegangen, mit irgendwie auf Kopenhagen sind wir gespielt und auf Berlin und dann auch in der UK. Das hat der Kevin irgendwie eingefädelt. Und ja, the rest is history. Ja. Also, und für das Album ist es dann nicht so gewesen, dass ich vor einem Jahr etwa habe ich meinen Job verloren, kann man sagen. Also, ich habe in einem Laden geschafft und der Laden ist zugegangen. Ja, okay. Also so, ich habe nicht irgendwie ins Eich gemacht, Ja. bin geschmissen worden.
Und ich habe dann wie einfach gefunden, so, ja, irgendwie habe ich jetzt gerade gar nicht so Lust, einen neuen Job zu suchen. Und wie auch gewusst, ich so, ja, okay, ich habe so ein paar Konzerte, irgendwie komme ich schon durch, so irgendwie lange das Geld gerade. Und dann habe ich aber wie auch gerade gewusst, ich will wie aber auch gerade etwas wie wieder angehen. Und habe dann am Kevin geschrieben und gefragt, was er so macht. Was ist das damals? Im April gewesen, 2024. Und er hat gefunden, er hat Zeit. Dann haben wir mal einfach uns 2 Wochen blockiert und sind mal 2 Wochen ins Studio gegangen. Und das war so der Startschuss gewesen vom Album. Und haben wir in diesen 2 Wochen vielleicht so, ja, 2 Songs produziert okay. und Ja. mehrere schon angefangen. Voll. Und so ist das dann entstanden. Und jetzt planen ihr dann auch nochmal Live-Gigs zu machen? Genau, also das ist jetzt schon recht viel, ist auch schon ein bisschen gebucht. Ah, Also okay. es ist eigentlich so ein bisschen geplant, dass so ein bisschen eine Tour, dass wir sicher zusammen unterwegs sind bis Ende Jahr. Und dann werden wir dann wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen unsere, also er wird weiterhin bei mir Schlagzeug spielen und ich werde weiterhin bei ihm Gitarre spielen und wir werden weiterhin sehr gute Freunde bleiben oder miteinander Musik machen. Aber es ist jetzt so ein bisschen, dass wir in diesem Jahr so ein bisschen fokussen darauf, so hey, unser gemeinsames Projekt, Ja, dann haben wir beide wieder so unseren Plan. ja, dann gehen wir drüber. Separate Wege. Genau. Ja, ja. Und wegen dem Produzieren nochmal vielleicht noch schnell. Was sind denn sonst so noch für Einflüsse? Oder wer hat dich so noch beeinflusst oder beeinflusst dich? Hey, wie du vorher schon gesagt hast, Mac Marco, es gibt so das eine Video von ihm, wo er irgendwie so ein bisschen einfach über sein Leben erzählt. Und dann ist auch, aus dem Video ist so der mega bekannte, der ID, der funky Groove, den er irgendwie zeigt auf dem Kompi und er sagt so, yeah, this is just garbage, I just have that laying around. Ja. In dem Video ist er so in seinem Studio inne und irgendwie so ein bisschen überall so ein bisschen Analogie und er findet so, ja, er hat halt irgendwie gemerkt, ja, er fühlt sich einfach wohl in seinem Studio irgendwie da Musik machen und irgendwie, ja, habe ich das jetzt irgendwie so, es klingt jetzt mega simpel, aber für mich hat das irgendwie so ein bisschen ein Akkord gedrungen und gefunden, wie so, ah ja, das ist eigentlich das Simple Life, ein bisschen im Studio Musik machen. Hey, und sonst habe ich mega, also ich glaube immer wieder so, ich höre amig so ein halbes Lied und dann bin ich wieder so, oh mein Gott, das ist so geil, ich muss das irgendwie so machen. Also irgendwie, gerade heutzutage irgendwie, wo so all die krassen irgendwie Produzenten, die dann den Shit so mega überproduzieren, kommen, finde ich aber wie dann gleich auch spannend. Irgendwie so ein A.G. Cook oder so, wo dann so mega irgendwie alles so, ja, einfach so in your face und so, alles so irgendwie so. Also ein bisschen so sehr laut, oder? Und so. Genau, Ja. finde ich irgendwie dann auch spannend, so das im Vergleich zu meinem Zeugs anzuschauen, wo eher dann so ein bisschen rudimentär ist. Ich bin einfach von wie könnte ich irgendwie jetzt das ein bisschen Zeugs incorporaten? Ja, das finde ich immer eine schwierige Frage, so was mich beeinflusst. Das ist jeden Tag etwas. Ja. Habe ich das Gefühl, es ist so jeden Tag, wow, das finde ich hure geil. Zeitlang eine hure Michael Jackson Phase gehabt. Ja, okay. Von ihm so mega, so die, wo er so seine Demos macht, wo er so nur so Beatbox und so Yihi! So, irgendwie gefunden, wow, fuck, das ist hure geil, oder irgendwie so da hure geile Rhythms, irgendwie so. Gut, schlussendlich hat er natürlich auch mit krassen Produzenten, vor allem mit dem Quincy Jones natürlich. Jones Das ist natürlich dann die oberste Liga, oder wie dann die dort voll. die Sachen aufgenommen haben. Ja. Voll. Also ich glaube, ich könnte jetzt ganz viel so von diesen klassischen irgendwie aufzählen, wow, JD, das ist noch geil gewesen. Und wie siehst du dich denn so in der Schweizer Hip-Hop-Welt oder Szene so? Ich finde es lustig, weil ich glaube, ich habe ein bisschen meinen Platz. Ich bin ja an der letzten Cypher auch Autist geworden und dann finde ich, das ist mir eigentlich schon so ein bisschen in der Hip-Hop-Szene Okay. drin. Wer hat dich dort getestet? Könnte ich nicht nur schnell reingeschaut haben. Okay. Aber das sagst du. Ja, dass du zurücktesten könntest, oder? Ja, voll. Ich kann ja dann irgendwie, ja, finde ich, jetzt aber auch nicht so gepackt. Aber ich glaube, so, Eben vielleicht gewissen
passt dann nicht so ganz in den Ja, Kram, oder? wahrscheinlich nicht, weil ich dann halt auch noch anderes Zeugs mache. Ich glaube, Mhm. wenn Leute ich hätte es vielleicht, wo ich so 15 gsi bin, hätte ich's vielleicht auch nicht so cool gefunden. Hätte ich vielleicht auch gefunden, so: „Ja, aber wenn man muss machen, der macht ja noch R&B und Ja. macht ja noch das ist ja gar kein Rap“ und also, Und dann nennst du dich noch OG, oder? genau, Ja. ist ganz schlimm. Ja. Ja, ganz schlimm. Also, ich kann mir so vorstellen, dass es vielleicht gewissen ein Dorn aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jemand mega ein Problem mit mir hat. Weil also, Mhm. ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich bin so 'ne Persönlichkeit, wo man grosses Problem Ja, ja. damit hat. Ja, ausser ich verschlafe Termine und Ja. so. Das ist so, ich glaube, Gut, das gehört dazu als Musiker, das oder? gehört Und, dazu. ja. Und als Rapper sowieso, oder? Ich Genau. meine. Aber gleich finde ich so, hey, ich gehe gerne irgendwie, also der Pablo hat mich jetzt auch dieses Jahr wieder eingeladen, zum an Cypher gehen. Ich würde definitiv gehen. Ich finde Mhm. es irgendwie lustig. Und ich höre ja auch immer noch mega viel Hip-Hop und ich höre auch, was abgeht bei den anderen Schweizer Rappern, was die so droppen. Darum, ja, vielleicht kommt auch irgendwann wieder mal ein kleines Hip-Hop-Tape. Ich glaube, es gibt mir wie so eine Sicherheit von irgendwie, ich weiss, so in dieser Szene könnte ich immer wieder andocken. Also kann ich wie immer andocken, Ja, habe ich das ja. Gefühl. So. Und dort mit Kollaborationen, gut, hast du schon mit dem Luke hast du Sachen gemacht, oder? Ja. Und Ähm, ich habe für das letzte Album habe ich ich bin so ein Spezialist in so Leute schreiben, ob sie Bock hätten auf ein ja. Feature. Und dann sind sie meistens so: «Wow, ja, voll geil.» Und nachher melde ich mich nie, Ah, weil ich es super. dann wieder verhängen oder so, oder will ich dann wieder irgendwie anders oder will Wie ich sagt dann man dem? Das ist nur noch so höhere Stufen als Ghosten, wenn man jemanden an und nachher meldet man sich nicht. Ja, ich glaube aber, also ich glaube, ich hoffe jetzt mal, dass mir das niemand von diesen Ja. Personen übernimmt. Ich glaube, das ist auch so etwas, wo Musiker eher bekannt dafür sind, Ich oder? glaube, also mir Ja. ist das auf der anderen Seite natürlich auch schon oft Ja, passiert, dass ja, mir jemand schreibt: «Hey, wow, bla bla bla», und dann ist mir: «Ja, ja. voll cool», und dann findet man vielleicht sogar noch so: «Wow, ja, okay, in dem Fall schauen wir bald mal, dass wir mal eine Session Mhm. machen.» Und dann vergessen es auch beide Seiten ein bisschen, also ich Ja. glaube so. Aber ich habe da Das hat der Miles Davis und der Prince auch wollen und haben es ja, schlussendlich nicht geschafft, ja. oder? Also namentlich, ich hatte zum Beispiel den SGB von Bern. Ja, den kenne ich nicht. Es ist eine junge Rapperin, oder junge, die ist etwa gleich alt wie ich wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen jünger, von Bern. Ihr habe ich mal geschrieben, das hätte ich eigentlich cool gefunden. Und dann hat sich's aber auch, ich glaube, der Track, den ich überlegt habe, hat es dann gar nicht drauf geschafft aufs Album. Dann ist das dann ja auch Mhm. ins Wasser gefallen. Aber ich fand es eigentlich schon mal lustig, noch so Mhm. gewisse Collabs. Ich habe das Gefühl, dass für mich jetzt die Zeit erst so ein bisschen am Kommen ist. Weil Ja, vorher ja. habe ich eigentlich immer so ein bisschen alleine geschafft. Ich habe es auch gar noch nicht so gekannt mit anderen. Ich habe es jetzt wie so ein bisschen müssen lernen, mit anderen Leuten zu arbeiten, oder bin das auch immer noch so ein bisschen am Lernen. Ich sehe in Zukunft schon, dass da viel irgendwie, ich würde auch gerne produzieren, einfach für andere Leute. Ja, ja. Weil so Hip-Hop-Beats mache ich immer noch mega gerne. Machst du 'n Beats für andere? Bis jetzt bin ich aber noch nie wirklich dazugekommen, aber ich würde Mhm. mega gerne, also, wenn Okay, wenn hit me up for Beats. unbedingt jemand 'n Beat braucht, genau. Ja, ich habe schon ein paar Leute irgendwie Beats geschickt, das hat sich dann aber nie irgendetwas gegeben, so. Wenn du so davon erzählst, denke ich, das wäre noch cool, wenn du dich mit einer Frau zusammen so eine Ballade würdest machen oder so etwas. Das könnte mir jetzt noch gut vorstellen, irgendwie so. Aber wer, ja. Hey, ich glaube, es gibt ganz viele Ja. talentierte Künstlerinnen. Ja, und ich glaube eben, in der Schweizer Musikszene macht schon Sinn, so ein bisschen zusammen Collabs zu machen und zusammen zu arbeiten und profitiert ja dann auch voneinander, oder? Also ich glaube, das macht schon Sinn. Das macht man ja jetzt auch in den letzten 10 Jahren oder so, ein Gefühl ist das immer mehr so ein bisschen, Ja. ja, dass die Leute miteinander zusammenarbeiten und merken, das bringt uns gemeinsam irgendwie weiter, oder? Ich glaube mega fest. Ja. Ich glaube, in der Schweiz ist ja auch so ein kleiner Kuchen. Also ich finde es ja noch spannend, wie du vorher gesagt hast, vielleicht irgendwie so ein bisschen das Genre, ich sehe ja so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen die Hip-Hop-Szene rein, kenne dort so ein bisschen ein paar Leute. Mhm. Ich sehe aber auch so ein bisschen die Pop-Szene rein, kenne dort auch irgendwie so ein bisschen ein paar Leute. Und es ist einfach immer so, es ist so kleine Szenen und es gibt so viele Orte, wo sich irgendwie überschneiden. Ich habe das Gefühl, es ist fast unmöglich, einander aus dem Weg zu gehen, und wenn es irgendwie unmöglich ist, einander aus dem Weg zu gehen, dann schaffen wir am gescheitsten irgendwie. Ja, ja, ja.
Und ja gut, das ist ja für viele schwer natürlich, wie du jetzt vorher erzählt hast. Es ist, finanziell ist natürlich Mhm. ist schwierig, dass man irgendwie sich, davon kann leben oder so. Ja. Jetzt momentan setzt du mal ein bisschen auf Musik oder, Hey, ja, ja. also ich bin jetzt schon so, ich habe jetzt schon auch gemerkt, auch für psychische Gesundheit, dass ich vielleicht schon mal noch irgendwie einen Job irgendwie so 2 Tage in der Woche oder so irgendwie etwas noch wieder suchen. Ich habe das jetzt viel spannend gefunden, mal 'n Jahr einfach probieren, voll draufzusetzen. Ja. Aber es ist natürlich schon gewesen so, einerseits habe ich manchmal ich wünschte, ich wäre so voll diszipliniert und wäre so voll so: „Boah, jetzt habe ich so viel Zeit, wow, ich bin jeden Tag 8 Stunden am Musik machen gewesen.“ Aber also so, die Wahrheit ist, ich habe auch mal 'ne Woche lang irgendwie gamet Na und gut, gemacht und irgendwie oder irgendwie so 'ne Existenzkrise gehabt von: „Ah, was mache ich da überhaupt?“ Und ja, da merke ich, glaube ich, schon, irgendwie tat es mir vielleicht auch gut, mal noch so zwei Tage pro Woche mhm. etwas anderes, wo ich dann durch das, wie wieder irgendwie das daheim sind, produzieren, mehr kann appreciaten. Mhm, ja, gut, für gewisse ist dann das finde ich halt dann, sagen wir, Blockade ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass dann wie plötzlich dann zu wenig Zeit haben zum Musik machen. Ist natürlich schon ideal, wenn du das wirklich beides so ein bisschen kannst Ja, miteinander verbinden und dann noch genug ernsthaft kannst Musik machen. ja, Wenn's dann natürlich plötzlich Musik nur noch so ein bisschen Hobby ist, dann ja. da gibt's natürlich wenige, würde ich sagen, die dann das wirklich dann noch gut machen, oder? Hey, mega, mega fest. Also ich glaube, für mich, vielleicht ist bei mir auch so ein bisschen 'n Kombi gewesen aus irgendwie, dass ich gleichzeitig jetzt in dem Jahr vielleicht oder auch in den letzten Jahren, also ich habe ja schon länger, irgendwie nicht mehr 100% geschafft. Irgendwie schon länger mir wirklich viel Zeit genommen fürs Musikmachen. Und es ist mir aber gleichzeitig auch nicht so mega gut gegangen und dann so ein bisschen Kombination von sich selber isolieren und dann irgendwann auch nicht mehr aus dem Haus müssen gehen, weil man ja Mhm. irgendwie niemand hin muss. Hat halt manchmal so ein bisschen, ja, es hat mir manchmal nicht so gut da. Dass Mhm. ich dann vielleicht zum Teil irgendwie 3 Tage daheim gsi bin, niemand, also wie keinen sozialen Kontakt gehabt habe, ausser irgendwie vielleicht meine Mitbewohner am Abend mal, aber dort dann vielleicht auch irgendwie eher so ein bisschen mich im Zimmer verzogen habe und dann das irgendwie zum Teil Tage am Stück, ohne dass ich irgendwie wirklich etwas Produktives gemacht habe oder ohne dass ich irgendwie gross Musik gemacht habe. Hey, das ist dann schon ja, das ist einfach nicht, ich habe gemerkt, es ist einfach nicht gesund für die Mental Health und es ist wie so 'n bisschen Und da kommst du vielleicht noch ein schlechtes Gewissen über, dass jetzt irgendwie genau. 3 Tage nichts produziert hast, obwohl du Zeit Du hättest und so. kommst in so 'nen Teufelskreis rein von Ja. so, du willst auch irgendwie nichts mehr unternehmen und nichts mehr rausgehen, weil du das Gefühl hast, du müsstest doch jetzt daheim eigentlich am Produzieren sein und Mhm. etwas schaffen sozusagen, weil du bist ja jetzt selbstständig Mhm. irgendwie und durch das gehst du nicht raus, hast aber daheim irgendwie gleich auch nicht die Motivation oder die Antriebskraft zum wirklich irgendwie etwas machen. Und, ja, dass die so nicht richtig entspannst, aber auch nicht richtig etwas machst. Irgendwie so einfach irgendwie auf der Bettkante sitzt und irgendwie die Wand anstarrst und findest so: Ja, von dem her ist es gut, eben, wenn du zum Beispiel du davon erzählst oder andere, einfach wenn man so ein bisschen Role Models hat, wo man der macht das Genau. so, der Ja, macht das jetzt mit einem 20% Job und der kann das ja, so und mega. so machen. Gerade in der Schweiz hilft das natürlich, wenn man ein bisschen sieht, so ein bisschen Lebenspläne von anderen Musikern oder Mhm. Musikerinnen, wie die das auf die Reihe kriegen oder so. Ja, voll, das ist mega spannend. Und das habe ich auch mega schön gefunden mit dem Kevin. Weil, also, der Kevin ist ja jetzt auch schon länger selbstständig und er ist Mhm. wirklich so, er kann das eben. Also, er geht dann so um 9 ist er im Studio und mit dem habe ich dann halt auch so Sessions und haben wir das auch abgemacht. Irgendwie so Mhm. ist so gewesen, so: „Hey, morgen um 9 im Studio.“ Ich bin oft irgendwie erst um 20 um 9 dort gewesen, aber es ist für mich so gewesen, so, ich gehe aus dem Haus und ich gehe in das Studio und ich gehe arbeiten und es ist irgendwie dort und es ist irgendwie, du stehst auch auf und gehst in das Studio, auch wenn du jetzt am Morgen vielleicht nicht gerade unbedingt Lust hast, um dort hinzugehen. Und meistens bist du dann dort und dann kommst du rein und dann hast du gleich hure Freude und bist so: „Wow, voll geil.“ Und dann gehst du am Abend heim und bist so: „Wow, jetzt habe ich etwas gemacht.“ Irgendwie. Das bringt mich jetzt gerade noch zur Frage, wie entstehen denn so OG Florin Songs? Also, wenn jetzt sagen wir jetzt mal, selber schaffst und jetzt mal ohne Kevin, wenn du jetzt einfach selber findest: „Hey, jetzt will ich etwas machen“, wie entsteht das?
Also früher habe ich immer so ein bisschen behauptet, so, ja, ich schreibe die Songs nicht selber, die kommen zu mir. So, ich bin immer so gewesen, so, ich bin nur ein Messenger. Ja. Nein, keine Ahnung. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen gelernt oder so ein bisschen gemerkt, ich muss ein bisschen lernen, das Zeugs auch so ein bisschen bewusst hervorzurufen, mehr so. Und ich glaube, es war jetzt auch das erste Mal gewesen bei dem Album mit dem Kevin, wo ich so bewusst angesessen bin und so, hey, jetzt schreibe ich Text. Und so, hey, morgen gehen wir ins Studio und ich muss für den Song einen Text haben. Dass du dann wirklich mal ansitzt und so, jetzt Handy ab, Stift in die Hand, es wird einfach geschrieben. So, das habe ich vorher, habe ich mega lang so ein bisschen Gefühl, ja, weisst du, das kann ja nicht den künstlerischen Flow stören, indem ich das irgendwie erzwinge und irgendwie so. Jetzt habe ich gemerkt, es ist so ein bisschen eine Mischung. Man muss so ein bisschen, logisch nicht erzwingen, aber so ein bisschen rauskitzeln. Und manchmal auch so ein bisschen als ein Chore halt anschauen und so, also, hey, jetzt sitze ich an und mache das. Und ich glaube, das bin ich jetzt mehr so ein bisschen am Üben. So die Songs, die bis jetzt entstanden sind wirklich viel so ein bisschen, ja, irgendwelche Chords habe ich schon seit Ewigkeiten rum und dann bin ich irgendwie am Velofahren und dann kommt plötzlich eine Textpassage rein und dann so, ja, das kommt jetzt noch auf den. Aber das ist halt natürlich sehr ein langwieriger Prozess, wenn du irgendwie alles so ein bisschen probierst auf dich zulassen. Aber wie machst du denn das zum Beispiel, wenn du am Velofahren bist und es kommt dir etwas zugeflogen, wie tust du es dann dir merken? Ich habe mega viel so Notes in meinem Handy inne, wo dann so meistens so einfach so random Sätze sind, so ein bisschen, könnten Ideen sein für einen Song. Ich muss erst schauen, ob ich da irgendetwas habe. Es ist dann wie irgendwie so, ich habe jetzt da zum Beispiel in meinem Handy einfach eine Note, die heisst Sonnenuntergang auf einer Autobahnbrücke. Und dann, ja, und ich weiss nicht, ich finde das noch so Sonnenuntergang auf einer Autobahnbrücke, so wirklich doch noch schön. Ja. Vielleicht, wenn ich dann mal ansitze, um irgendwie einen Text, schaue ich das nochmal an und bin so, ja, wie könnte man das jetzt irgendwie so, das Gefühl von Sonnenuntergang. Vielleicht ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so ein bisschen so. Ja, kann man schon vorstellen. Random Sätze. Manchmal sind es auch wirklich schon fertige Zeilen, so Crime. So ein bisschen. Und Melodien, wenn dir jetzt eine Melodie einfällt oder eine Bassline oder? Das singst Sprachmemo. Sprachmemo. Habe ich ganz viel. Also, ja. Zum Glück gibt es das, ja. Dann fragt man sich immer, wie hat man das früher gemacht, oder? Hey, schon gerade das Piano ja gut, aber hat es ja nicht immer überall gehabt, oder? Dass man sich das wirklich sich noch daran erinnern kann. So. Ja, man muss einfach genug lang vorsummen oder so, bis man an einem Piano war oder so. Oder es muss halt einfach wirklich so gut gewesen sein, dass man sich dann wirklich noch daran erinnern kann, oder? Ja. Vielleicht haben die Leute damals auch ein bisschen weniger Mühe gehabt, sich an das Zeug zu erinnern, weil sie auch weniger abgelenkt sind vom Handy und so. Ja, das ist natürlich auch so. Vergessen wir die Melodien auch, wenn wir zwischendurch 50 Reels angeschaut haben. Genau, die andere Melodie, die einem durch den Kopf gehen. So. Genau. So, wir müssen die Ohren zuheben und schauen, dass der ja niemand jemand anders eine andere Melodie in den Kopf setzt. Und jetzt nochmal schnell, ihr habt jetzt beim Kevin produziert, wie hast du vorher gemacht, wo hast du vorher aufgenommen, einfach wirklich daheim? Also das letzte Album ist in dem Zimmer, wo wir auf dem Cover sehen, entstanden, produziert worden. Voll. Also einfach in meinem Zimmer irgendwie. Und jetzt habe ich aber, wir haben eine mega coole Stadtwohnung bekommen. Wir sind so in einer Fünferwege, wo wir haben 2 Stück und im oberen Stock hat es noch ein kleines Räumchen, wo ich jetzt ein Studio haben können. Ein kleines Studio haben können einrichten. Noch sehr Home-Studio-Style. Aber ich habe jetzt einen separaten Raum, was ich mega, mega geniesse. Weil das Studio im Zimmer hat noch mehr zu dem Teufelskreis von so, ja, man steht irgendwie auf dem Bett aus und dann sitzt man vielleicht irgendwie auf das Pult an. Dann irgendwie am Abend geht man wieder ins Bett in das Zimmer und nicht verlassen den ganzen Tag. Fast noch mal ein bisschen schlimmer gewesen, als jetzt, wenn ich so, aus dem Zimmer irgendwie auf in einen anderen Raum. Und dann weiss ich, wenn ich dort innen bin, das ist einfach Schaffen, das ist so mein kreativer Space. Und dort hast du jetzt ein bisschen noch Gear, so? Also, wie vorher beschrieben hast, Mac DiMarco, der dann in seinem kleinen Gearpark sitzt oder so. Was ich schon länger habe, ist also einfach Gitarre sowieso, die habe ich mir schon länger aufgenommen und von meinem
von meinem Vater auch, von seiner Musicalschule, da ab und zu mal kann ich irgendwie ein Mikrofon, das sie nicht mehr gebraucht haben, irgendwie abzügeln. Mhm. Dann ein Mikrofon, so mein Main-Vocal-Mikrofon habe ich mal bekommen, wo ich habe mal noch ein halbes Jahr zu Luzern in einem Tonstudio so ein bisschen das Praktikum gemacht. Dort habe ich zwar keinen Lohn bekommen, aber am Schluss habe ich ein Mikrofon geschenkt bekommen. Und so ein bisschen so, dann habe ich noch so ein DeepMind 6, das ist so ein bisschen ein Can-Do-It-All Synthesizer. Und so zwei so cheapy, eins so ein Casio Piano und eins so ein Yamaha Porta Sound. Und ich irgendwie geil finde, so die cheapen Piano-Sounds. Hey, und sonst einfach Gitarre und einen Bass habe ich noch und irgendwie ein Amp. Okay. Sehr. Und andere Sachen samplest du dann einfach. Viele Sachen sample, ja. Und mit was hast du gesehen, oder mit was samplest du dann? Eine Zeit lang habe ich also viel einfach im Logic direkt mit dem Sampler von Logic. Dann eine Zeit lang habe ich mit der APC 500 habe ich von der aus so Drum-Samples und so eigentlich laufen lassen. Habe ich aber irgendwann gemerkt, dass der Sound eigentlich recht scheiße ist, weil irgendwie der MPC 500 hat irgendwie einen anderen Chip. Das ist irgendwie nicht so 12-Bit, sondern nicht irgendwie so ein Early 16-Bit oder 24-Bit sogar. Und es tönt aber so ein bisschen, es hat einfach nicht der Wumms, wo man so ein bisschen PC hat das gar nicht. Und jetzt, ich habe so ein KO2-Sampler von Teenage Engineering, den mir der Kevin geschenkt. Okay. Und den brauche ich noch viel zum Samplen, weil der einfach, auf dem ist es mega schnell zum irgendwie Samples draufzuladen und rasch irgendwie so einen kleinen Beat zusammentun. Ich finde es eigentlich noch cool, wenn du das Zeugs nachher nicht in MIDI hast, sondern gerade als Audio aufnimmst, weil es nimmt dir die Möglichkeit weg, dass du die ganze Zeit wieder reingehst und alles wieder anpassen. Und das hast du eigentlich alles selber angeeignet? Hey, ja, okay. YouTube-Videos, so ein bisschen selber. Aber ich glaube, also ich bin eher schon immer so ein bisschen so gewesen, dass, ich habe das Gefühl, so jetzt auch beim Logic, ich kenne die Funktionen, die ich brauche. Es hat mich jetzt nie gekümmert, irgendwie alle Shortcuts rauszufinden. Ich weiss, dass ich gewisse Sachen wahrscheinlich mit 5 Klicks mache, was andere mit 2 Klicks machen. Und hast du noch mal gesehen, wie der Kevin samplet? Ich habe eben mal das ist schon ewig her. Auf der SP, er schafft mega viel mit der SP. Ja, und da hat er irgendwie noch etwas anderes gehabt und so, und er ist wirklich ziemlich krass drauf, wie nicht handwerklich unterwegs ist. Aber so wie du jetzt tönst, wärst du einfach ein guter Lehrer für Kids, die wollen lernen samplen oder so. Ja, oder? voll, eigentlich schon. Ja. Könntest du das mal noch überlegen? Also, einerseits ja, einerseits finde ich es schwierig, weil ich sage halt dann auch immer mega viel so, ja, kannst du einfach probieren, einfach mal. Ja gut, aber das ist auch eine gute Herangehensweise. Ja. Für mich hat es funktioniert, aber ich weiss, jetzt sind die Leute unterschiedlich. Ich glaube, es gibt gewisse Leute, die das mega geil finden, die auch so ein bisschen ich probiere einfach mal Approach, und schon gibt es schon, glaube ich, Leute, die gerne so ein bisschen Anleitung haben für gewisse Sachen. Und das Material, also das Sample-Material, wie hast du das gefunden oder findest du das? So? Es gibt so ein paar Users auf YouTube, die laden seit 10 Jahren einmal pro Woche irgendwie einen neuen Soul-Track, wo rare ist, in Anführungszeichen, YouTube, Digga. Das, was man früher mit Platten gemacht hat, auf YouTube. Okay. Voll. So ein bisschen so, und dann irgendwie so von dort eben entweder einfach mal die Channels durchklicken, durchhören. Voll. Okay. Gut, jetzt noch ein bisschen zu der Zukunft. Du hast gesagt, ich muss sicher jetzt mal auf Tour gehen. Und das Album wann kommt das raus? Das kommt im Mai raus. Ende Mai haben wir eine Plattentaufe in der ZW. Okay. Machen wir voll. Und dann touren wir auch, also immer mal in der Schweiz ein bisschen, international eher weniger, oder? International ist schwieriger. Ja, mit Schweizerdeutsch. Das Schweizer können wir schon einmal. Also es wäre irgendwie, fänden wir glaube ich, mega cool, aber es ist, es ist auch finanziell
schwierig. Wobei eben, ich meine, theoretisch kommt es immer schon darauf an, wenn man es jetzt nicht würde verstehen, also eben auch Ja. selbst in England oder so, irgendwie, wenn es gut tönt, so von der Ja. Akustik her. Aber ja, es ist halt vielleicht schon ein bisschen das Hindernis, ja, das halt mit Schweizerdeutsch, dass man halt nicht wirklich Ja. über Grenzen bekannt wird. Oder ich weiss nicht, wie das jetzt beim EAZ ist, ob der jetzt, wird es im Ausland gespielt, das Juicy, das weiss ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, er hat eine gute Hörerschaft in Albanien. Ja gut, das natürlich sicher, ja. So, ich glaube, er hat früher auch. Ja, er hat ja zwischendurch tut er auch albanisch Ja. rappen und so, ja. Ja, ich finde es spannend. Ich meine, es könnte aber auch plötzlich, also wir haben auch schon darüber geredet. Ich glaube, so, die Schweiz hat ja auf eine Art irgendwie schon auch eine Geschichte von, dass viele grosse, bekannte Künstler in die Schweiz gekommen sind, Alben produzieren. Aber so, dass Schweizer Musik exportiert wird, das hat die Schweiz halt nicht so History, wo jetzt vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, Japan, die haben schon seit eh und je irgendwie, habe ich das Gefühl, Musik exportiert. Jetzt haben wir es irgendwie weltweit gehört. Weiss nicht, vielleicht könnte das auch mit schweizerdeutscher Musik passieren, dass die Leute plötzlich finden, so, oh ja, ist eigentlich noch geil, ist Ja. eigentlich noch cool. Auch wenn du kein Wort verstehst. Hey, aber, ja, so, das steht in den Sternen. Und wir haben es jetzt auch nicht irgendwie spezifisch, ich glaube, auf das abzielt, so, dort, wo es landen soll. Und wer ist denn noch mit auf Tour? Oder wer ist geplant, der noch mitkommt? So? Hey, also, wir sind eigentlich immer die gleiche Formation, wie wir jetzt auch schon letztes Jahr unterwegs gewesen sind. Wer ist nicht da dabei gewesen? Nayara am Bass, der Michel an der Keys noch. Und dann haben wir noch den Julie, der schon seit mega lang mit mir unterwegs ist. Und bei ihm sind wir jetzt so ein bisschen am schauen, was so seine Rolle wird. Sie redet so, in den letzten Sätzen, der haben noch so gewisse additional Synth-Lines und so ein bisschen Noise, so ein bisschen Teppich irgendwie geleitet. Ja, und jetzt sind wir auch am überlegen, ob er vielleicht Front of House übernimmt. Was ist das? Also einfach Mixer. Aha, Dann first, dass er Mixer. Ah, ja. Mischperson wird in die von dort aus noch so noch ein bisschen Textures dazu wird geben. Okay. Voll. Aber so zu fünften sind wir eigentlich. Und wo sind ihr denn letztes Jahr überall gewesen in der Schweiz? Wo? Hey, was haben wir? Ja, Ich habe leider verpasst. Ich habe noch gehört, dass es sehr gut war. wir haben in der Kaserne zu Basel gespielt. Wir haben im Dachstock gespielt, zu Bern. Zu Zug haben wir eigentlich noch gespielt. Zu Zürich haben wir auch am Dingsfest, am Stolzenhotel. Ah, okay. Voll, das ist super gewesen. Dann in St. Gallen haben wir noch gespielt. Wie heisst jetzt der Club? Pallas. Im Pallas, genau, das alte Kino. Ja. Das ist ein cooler Club. Hey, so ein bisschen paar Größe, also ich liege so Kaserne also in Kaserne sind wir im kleineren Raum, aber Dachstock ist sicher so die grösste Venue gewesen, wo wir gespielt haben. Und sonst viel, so ein bisschen mittelgrosse Venues, Okay. so ein bisschen überall. Ja, und das ist gut gelaufen. So. Hey, ja, ich sage, es ist recht gut gelaufen. Man hört das eben in letzter Zeit, halt, dass so Konzertveranstalter immer ein bisschen Mühe haben und so. Es gibt ja meiner Meinung nach immer ein bisschen weniger Konzerte oder so, weil es halt wirklich einfach so, es gibt halt auch nicht mehr so viele Venues oder so. Ja. Aber einfach nach Corona und niemand weiss, es gibt immer so verschiedene Theorien, warum das so ist, aber irgendwie noch keiner hat mich so richtig überzeugt. Ja. Dass jetzt einfach die Leute weniger Lust auf Konzerte haben, finde ich eine komische Aussage. Also kann man jetzt nicht vorstellen, oder? Also, ich weiss nicht, oder vielleicht... Gut, es ist halt einfach auch teuer, oder? Ich meine, jetzt ein internationaler Act oder so, das ist halt vielleicht teurer als früher ein bisschen, oder? Also. Hey, ich weiss es nicht. Mir ist das jetzt persönlich nicht so wahnsinnig mega fest aufgefallen, aber ich glaube, ich bin vielleicht auch noch nicht so mega, was bin ich, 21 Ziel gekommen. Ja, ich weiss nicht, ich bin dort auch nicht so mega, also schon viel an Konzert gegangen, aber ich habe dort noch zu tun und dann bin ich
Das ist eigentlich noch ein interessanter Punkt. Und du sagst, du warst schon 21 gewesen, dann ist das für dich, das ist schon ein krasser Einschnitt gewesen, gerade so Anfang, eben ich mal an dort und ein bisschen deine Musikkarriere anfangen Hey, ja. starten und dann zack, Ja, Shit, mega. fertig, oder? Irgendwie schon. Aber gleichzeitig habe ich, glaube das Gefühl, ich kann wieder voll können, so ein paar von meinen ersten so richtigen Konzerte sind so Livestreams gsi während also, ja, nein, das ist jetzt ein richtiger Konzert. Aber ich habe dort relativ ich glaube, ich habe dort voll können grad wie wieder wie fasse ich das richtig? Wie grad wieder können mit eingreifen. Ja. Also, so grad, wo die Leute dann wieder angefangen haben, wo wir haben wieder dürfen irgendwie so 'n bisschen Konzerte machen, bin ich so ein bisschen für die Konzerte ein bisschen angefragt worden. Ja, So die okay, kleineren Konzerte, und das sind dann so ein bisschen meine ersten Konzerte gsi, wo ich haben durfte auch mal irgendwie, ja, mal in 'ne andere Stadt spielen und irgendwie so. Und, vielleicht hat sich das auch grad noch gut gereicht, weil, Ich kann mir einfach vorstellen, dass es natürlich also ein rechter Einschnitt ist, oder? Wenn man dann gerade so ja. loslegen und dann zack, kommt das, oder? Also, das ist so. Hey, ja, voll. Schon, ja. Ich glaube, ich habe im Fall wirklich recht ein ideales Timing gehabt. So, weil dort, wo Corona angefangen hat, ist es bei mir jetzt noch nicht so irgendwie krass am Laufen gewesen. Ich habe mein Zeugs irgendwie gemacht, und dann während Corona habe ich viel Zeit gehabt, zum irgendwie Zeugs zu machen, zum Zeug zu produzieren. Und habe in dieser Zeit eigentlich das Treffpunkt-Album gemacht und dann das released, und dann das habe ich grad so am Ende von so ein bisschen Corona released, und dann wirklich so, ja, eigentlich so mit der Eröffnung wieder von der Venue, Ja, die okay, ja, dann dürfen ist aufgehen, habe ich grad wieder bin ich eigentlich grad ready gewesen, ja, okay, ja, um stimmt. so: «Hey, ich bin Ja, da, ich bin hungrig, ich habe okay, irgendwie Zeugs gemacht jetzt in dieser Corona-Zeit.» ja, Vielleicht haben die Leute nachher auch Bock gehabt, halt zum zuerst Mal so ein bisschen kleinere Konzerte zu machen. Du hast ja noch nicht dürfen. ja. Und dann ist das natürlich irgendwie ideal gewesen, so irgendwie jemand zu buchen, wo, ja, jetzt noch nicht so, das ist jetzt auch kein grosses Risiko, ich habe ja irgendwie noch nicht riesige Gagen bekommen Ja. damals, irgendwie, du musst jetzt auch nicht Angst haben, dass dir irgendwie alle Leute gerade die Hütte reinrennen, weil irgendwie so. Ja, dann ist von dem her auch gut, ja, also, Vielleicht ist es wirklich, ich habe mir das noch nie so fest überlegt, wie jetzt gerade in ja, diesem Gespräch, aber vielleicht ist das eigentlich recht passend gewesen. gerade passend gewesen, Ja. ja. Bei mir ist es eher umgekehrt passend gewesen. Ich bin dann gerade Vater geworden und Ja, gut, ich bin jetzt auch schon 50 und dann habe ich wie so genug Nachtleben eigentlich gehabt. Das war gerade so, ja, eigentlich so ein bisschen so okayes Ende gewesen von meinem Nightlife-Leben. So. ja. Dann auch gerade so ein bisschen passend gewesen gefunden. Also mich hat es irgendwie überhaupt nicht gestört damals, weil ich gefunden, ich würde daheim bleiben und Ja. ich muss da auf meine Tochter schauen und so. Ja, Da hat das auch gerade gepasst, oder? Aber für viele hat es wirklich dann definitiv nicht gepasst, oder? ja. Also, Also ich glaube, für mich ist das damals schon auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen in der Hype gsi bin von so irgendwas, oh, man muss zweimal pro Wochenende irgendwie in den Ausgang gegangen. Aber ich habe dann wie bei mir gemerkt, dass es selber mehr so ein bisschen ein Gefühl also vor Corona jetzt, dass es mehr irgendwie so das Gefühl war von so, ah ja, ich muss das machen, sonst verpasse ich etwas. Und also, wenn ich bin überhaupt nicht der Mensch, irgendwie so der Clubmensch, irgendwie so irgendwie so an Raves oder so. Und dann ist es für mich damals eigentlich so grad so easy gewesen, dass ich habe dann wie nicht mehr so die FOMO gehabt, Fear of Missing. ja. Ich habe wirklich gewusst, so, ja, jetzt kann niemand in den Club, jetzt ist eigentlich easy, auch mal ein Wochenende daheim chillen. Was ich schon immer sehr enjoyed habe. Bei mir ist dann mehr so irgendwann mal so ein bisschen gekippt, ist so ein bisschen zu comfortable sein mit einfach so daheim sein und zu comfortable sein mit der Situation, dass grad nichts läuft. Also, ich habe es dann wie so ein bisschen verpasst, was wieder angelaufen hat. Also, ich weiss noch, als ich das erste Mal dann irgendwie draussen gsi bin und irgendwie Friends getroffen habe, das ist wirklich so ein bisschen so absurd. Es hat mich so ein bisschen überfordert. Ja, okay. So, Oh, wow, mit allen reden und ich so, okay, ja, das stimmt, irgendwie soziale Kontakte, ja, fuck, das gibt's ja auch noch. ja. Ja, und ja, Aber jetzt gehst du wieder ein bisschen aus und ja, voll. Das ist für mich auch ein Grund gewesen, zum irgendwie auf Zürich zu ziehen. Irgendwie da die meisten Leute, mit denen ich irgendwie arbeiten will, oder meine guten Friends sind irgendwie da
Eben, nein, nochmal weiter in die Zukunft, dann jetzt ist ja das abgeschlossen, schon seit einem Zeitchen, oder, nehme ich mal an. Aber gut, was natürlich auch immer oft noch dazugehört, gut, es wäre eine eigene Show wert, die ganze Promotion und so weiter. Eben früher, Michael Jackson hat sich nicht selber müssen um das kümmern, das haben andere Leute für ihn gemacht. Ja, ja. Aber Musiker wie du oder auch Kevin, ihr müsst das natürlich selber machen. Also dann, wenn das Album aufgenommen ist, ist es nicht fertig, oder? Also jetzt müssen wir sicher auch noch ein bisschen Promo und so machen. Ja, an dem sind wir jetzt voll dran. Also, es ist jetzt der erste Song heute Nacht gedroppt und wir haben uns am Mittwoch getroffen, um den Release wie so zusammen, also um den Post zusammenschreiben und den planen und dann schon so, ja, okay, dann kommt das am Freitag kommt dann das Reel und dann am Sonntag machen wir dann noch einen Post. Ja, nein, Sonntag ist nicht gut, Sonntag ist nicht gut, so, der postet schon zu viele Leute, dann geht das unter, wenn wir Montag machen. Also, es sind schon so die Sachen, dass du dann so anfängst Gedanken machen, so, ja, zu welcher Zeit poste ich jetzt den? Und hast du nicht Leute, die dir diesbezüglich noch ein bisschen helfen oder so? Wo Hey, einerseits schon, andererseits habe ich auch wie so viel so, ja, wir schaffen das irgendwie, also irgendwie, ich bin ja auch irgendwie Gen Z. ja, okay. Ja, aber es ist noch spannend. Für mich ist das jetzt auch das erste Mal, dass wir so das Album fertig gemacht haben und das kommt dann erst ein halbes Jahr später und wir überlegen sich wirklich so, irgendwie so, ah ja, was läuft da mit der Promo, was machen wir da, irgendwie also Single-Auskopplungen. Ja, also noch nie gemacht. Das letzte Album habe ich, glaube ich, 4 Wochen bevor es gedroppt ist, habe ich es fertig. Ja, okay. Und dann sagen, ja, okay. Also irgendwie so, ja, jetzt im letzten Drücker noch irgendwie ist das jetzt raus. Und das nehme ich, glaube ich, auch mit für die Zukunft, dass ich das einfach noch schön finde. Man kann sich einmal Zeit lassen. Plus, es gibt mir jetzt, also ich bin schon wieder irgendwie an neuen Zeugs am Arbeiten. Und eben dort du machst jetzt, das weisst du noch nicht genau, oder machst du wieder etwas Solo, oder? Jetzt ist für mich schon so ein bisschen nochmal ein Solo-Album, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ja, aber möchte ich dann auch als erstes so das erste Solo-Album von mir, wo ich dann einmal alle master und ich mir irgendwie auch wirklich voll mir so ein bisschen mehr Gedanken machen. Voll, einfach nochmal irgendwie einen Step rauf, immer so einen Step rauf. Und ja, dann sind wir, glaube ich, fast am Ende von unserem Gespräch. Wir haben gesagt, wir machen etwa eine Stunde. Ich glaube, das ist jetzt etwa eine Stunde, ja. Oder? Ja, hey, vielleicht, ja genau. Vielleicht geht noch zum Schluss noch so ein bisschen Frage, was ist denn eben ein bisschen der Unterschied zwischen Live-Performance und Studioarbeit? Vielleicht jetzt auch gerade in Anbetracht für jetzt das Album, das rauskommt. Was ist so ein bisschen der Unterschied für dich? Live ist für mich wirklich einfach, und das habe ich wirklich mir probiert im letzten halben Jahr so bewusst irgendwie, dass mir so ein bisschen einzutrichtern, so live, it's just having fun. Also Live-Musik ist einfach wirklich irgendwie so no pressure. Also eigentlich ja schon am meisten Pressure, wenn Leute zuhören und so. Aber ich finde irgendwie einfach gute Zeit haben, miteinander spielen. Und ich glaube, das ist dann auch das, was die Leute bemerken und finden, geil. Also auch ein bisschen die Improvisation in dem Sinn? Ja, ich glaube, es ist ja heutzutage eigentlich fast Standard, dass die Leute irgendwie so ein bisschen Backing-Tracks haben und Tracks spielen. Wir haben so ein bisschen gefunden, einerseits wäre es mir zu mühsam, ein In-Ear-System zu organisieren und für jeden Track einen Backing-Track zu machen. Und ich hatte auch nicht Bock, jeden Track jedes Mal gleich zu spielen. Ja. Und es hat irgendwie von der Musik auch gerade so gepasst, dass man das irgendwie auch wirklich so oldschool in Anführungszeichen einfach als Band irgendwie spielen. Bloß es gibt halt mega die Freiheit, somit wir können improvisieren. Und wir sind jetzt auch mittlerweile spielen wir auch irgendwie fast ein Jahr miteinander und sind irgendwie gut eingespielt. Wir sind irgendwie alle sehr gut untereinander. Wir sind wirklich Friends geworden und es ist irgendwie einfach, ja, dann kann man auch irgendwie sich gegenseitig aufeinander verlassen. Man weiss irgendwie so, ja, da wird einfach gespielt. Ja, und das Studio ist für mich so, ich würde sagen 50% Spass, einfach so ein bisschen rumexperimentieren, einfach so ein bisschen. Ja, und 50%, aber schon auch zum Teil so Grind. Also so, das ist jetzt Arbeit. So, wo man vielleicht auch mal etwas machen muss, wo einem ein bisschen anschießt. Oder, nein, anschießt ist das falsche Wort. Weil man macht irgendwie alles, irgendwie schlussendlich gerne, weil es ein geiles Produkt ist, aber wo man auch so ist, so, hey, da muss man jetzt ein bisschen durchbeissen. Ja. So, irgendwie mixen oder Arrangement, oder wenn man irgendwie so
Ja, voll. Oder habt ihr dann, oder du, jetzt mit Kevin oder auch alleine, dass vielleicht mal jemand ein Lied aufgenommen hast, dass du dann findest, komm, ich mache es jetzt nochmal, aber einfach vielleicht jetzt ein bisschen in einer anderen Geschwindigkeit oder... Ich habe zum Teil 5 Versionen. Ja, ja, Mit ja. dem Kevin haben wir das weniger gemacht. Mhm. Eigentlich mehr so, das war mehr so gewesen, so, nein, jetzt haben wir das, now it's in the box, Ja. jetzt ist es so. Aber so, wenn ich selber, also da gibt's häufig irgendwie 5 Also wirklich voll Versionen, komplett... Ja. da komplett verschieden. Wo ich plötzlich dann finde so, nein, eigentlich muss der Track jetzt gleich irgendwie so ein bisschen punkig sein oder, nein, stimmt, scrap it, das muss jetzt gleich so ein bisschen irgendwie R&B-mäßig. Aber das finde ich recht gut, weil so entsteht am Schluss dann eigentlich wirklich die beste Version, oder? Ich habe das Gefühl, viele machen sich manchmal zu einfach. Das klingt gut, easy, zack, raus, oder? Ja. Und je mehr Versionen du aufnimmst, merkst du, vielleicht ist wirklich die erste beste gewesen, oder? Aber es kann dann auch sein, dass plötzlich merkst, hey, die dritte und die vierte kombiniert zusammen gibt noch eine geilere und so, oder? Voll. Und dass dann halt wirklich ein bisschen halt Arbeit ist, oder? Aber so kommt dann wirklich am Schluss ein gutes Produkt raus, oder? Und wenn man sich einfach schon beim ersten, wo gut tönt, findet, das ist es, ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen lame, also. Ja, mega fest. Also ich höre das bei vielen Musikern, ich finde, hey, hättest du vielleicht schon noch mal können, ein bisschen mehr Mühe geben können, weil die Grundidee ist gut, aber ja, noch ein bisschen länger daran arbeiten, dann... Also gerade so in der modernen Popmusik und irgendwie das moderne Hip-Hop-Zeug, so ja auch gut im Pop reingeht, mit böse Zunge. Ja. Ist ja schon sehr viel der Approach von so ein bisschen Laufband produzieren. Also das ist ja dann auch irgendwie, arbeiten irgendwie 7 Produzenten miteinander zusammen, dann irgendwie so, ja, der eine hat irgendwie den Loop gemacht. Und weisst, die Person, die den Loop gemacht hat, an dem Tag, wo er den Loop gemacht hat, hat er noch 50 andere Loops gemacht. Und ich meine, schlussendlich pickst du ja dann auch von diesen 50 Loop irgendwie den Besten und so. Aber es sind definitiv irgendwie andere Ja, Approaches. ich finde das aber auch, ich höre das aber auch bei Indie-Musikern so, eben, die nicht einen 7 Produzenten haben, dass du dann einfach findest, so, es tönt vor allem irgendwie wirklich so 30 Sekunden lang, hure gut, so der Mut ist gut, alles ist gut, es hat so ein bisschen den TikTok-Effekt, dass es einfach in 30 Sekunden gut funktionieren muss. Aber du weißt, da fehlt einfach jegliche Songstruktur und so, es hat keine Bridge, es hat nichts irgendwie. Und dann plötzlich hörst du dann irgendwie wieder ein 80er-Jahre-Lied oder eben Rodriguez, wo findest, hey, das sind einfach richtige Songs, oder? Und ja, also es ist ja, glaube ich, nicht, dass die Leute das nicht könnten, aber sie müssten sich einfach meist ein bisschen mehr Zeit nehmen, dann würde vielleicht etwas Besseres entstehen oder so, oder vielleicht dann ein bisschen zeitloser wäre oder so. Ja, mega fest. Ich habe gerade letztens mit dem Michel, der bei uns Keys spielt, der ist nochmals ein bisschen jünger als ich, der ist jetzt glaube ich 22 und der ist voll so, also persönlich ist er voll so auf der Hyperpop und Jerkbeats Schiene und fühlt das voll. Ich finde es super geil, weil er irgendwie, also voll, weil er einfach so ein bisschen nerdet über das Zeugs. Und ich habe letztens auch mit ihm darüber geredet, dass er halt wie auch findet, und das habe ich dann wie auch müssen finden, so, wow, mal, okay, stimmt schon, dass es halt irgendwie auch geil ist, dass es heutzutage auch, dass man auch heutzutage die Möglichkeit hat, um auch einfach, finde ich, droppe jetzt einen Song, der ist nur 1 Minute lang. Und der ist einfach minutenlang der krasseste Loop, den du je gehört hättest, wo aber nicht länger wird funktionieren als 1 Minute. Aber da hast du ihn gleich, auch wenn es nur 1 Minute... Er hat ihm sogar argumentiert, dass er, finde ich, von Daft Punk, der Around the World, dass der eigentlich viel zu lang ist und dass es viel geilere Track wäre, wenn er nur 2 Minuten lang sehr wäre. wahrscheinlich schon, ja. Ja, logisch. Ja, vielleicht. Ja, ich finde das definitiv, aber ja, ich sehe es braucht... es braucht ein bisschen beides. beides. So. Beides. Ja, logisch. Es braucht beides. Und es ist natürlich schade, wenn man muss dann das wie auch sehr bewusst machen, dass man findet, hey, ich gebe euch jetzt einfach den krassesten Loop in 40 Sekunden. Und dann muss es aber auch der krasseste Loop sein. Ja. Und dass es natürlich nicht einfach so aus Einfachheit ist, so, wow, ich habe den Loop, der funktioniert jetzt einigermaßen, aber ich weiss jetzt nicht, was wir noch daran verändern. Ja, und da ist ein ganzes Album raus, nur mit so Sachen und weißt du, vielleicht gibt es jetzt mal da Demos oder so. Ich meine, dann muss ich das nächste Album muss dann aber hure gut sein, oder dass man zwischendurch einfach mal so etwas könntest machen oder so. Ja, das gibt auch viele, die dann so ein bisschen, ja, wie du das jetzt gut schilderst, dann einfach das so ein bisschen so sagen, ja, weil ich es kann, mache ich es, oder? Und ja, das befriedigt mich schon nicht so ganz. Ich finde wirklich so ein richtig guter Popsong ist halt schon einfach,
auch heute noch gefragt, oder? Also so, ich meine, ein Song, der auch gut geschrieben ist und einfach nur Gitarre und Stimme ist. Ich glaube, es flasht mich bis heute etwa am meisten, weil es ist wie so, mit so wenig so viel erreichen. Ja, eben darum bist du ein grosser Rodriguez-Fan, oder? Ja. Aber er eben auch gut, für die, die es nicht wissen, der ist ja zu seinen Lebzeiten irgendwie gar nicht, also doch, ganz am Schluss dann ist er bekannt worden, in Südafrika ist er bekannt, aber in Amerika hat er niemand gehört, der ist schon völlig unter jeglichem Radar gewesen und so. Ja, mega bekannt in Südafrika. Ja, genau. Also, nie irgendwelches Geld für Platten verkauft. Jahrelang irgendwie ist er als Schreiber, was hat er einfach so Zimmermann. Der gibt einen super Doc, Searching for Sugar Man. Unbedingt schauen für die den nicht gesehen haben. Einer der allerbesten Musikdocs. Ja. Es gibt gute, andere gute, aber der ist wirklich... Ich find all die modernen, die was so dramatisieren und was so als Spielfilm verpacken, gefallen mir nicht. Ich finde lieber so die sachlichen Dokus. Ich weiss nicht, warum jetzt der Timothy Chalamet muss den Dylan spielen. Da habe ich jetzt auch nicht so Lust drauf. Ja gut, der Rodriguez-Film ist auch dramatisch, oder? Irgendwo durch. Ist sicher. Also die Geschichte ist einfach krass, oder? Das ist einfach eine krasse Geschichte. Das ist irgendwie sachlich. Und du siehst nicht irgendwie einen Schauspieler, der sich als Rodriguez das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Ja, da gibt es wirklich wenig gute. Was sind so die Biopics? Ja, da gibt es wirklich wenig gute. Die sind schon wirklich dann lieber gerade ein Doc-Film. Ja. Hey, ja, du, dann hoffen wir, vielleicht macht vielleicht jemand mal einen Biodoc über dich, oder? Ein Biopic über dich. Müssen wir noch einen Schauspieler finden? Genau, Beat Schlachter. Also. Ja, genau. Hey, danke fürs Gespräch und unbedingt euch live schauen. Findet sicher raus auf deinem Insta-Kanal oder auf dem Melodie-Symphonie. Wo ihr spielt und das Album kommt jetzt ein bisschen raus, das kommt man irgendwie, wie die Kanäle, findet man das? Überall. Everywhere you can stream the music. Gibt es denn noch zum Abschluss noch die allerletzte Frage, gibt es denn auch noch auf Vinyl? Es gibt's noch auf Vinyl, ja. Also es wird auf Vinyl rauskommen? Es wird auf Vinyl rauskommen. Ja. Cool, ja, da freue ich mich. Ja. Danke vielmals fürs Gespräch und ciao Florian, tschüss. Ja. Das war es mit Helvetica für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen für dich. Vielleicht einen Gedanken, vielleicht auch eine neue Perspektive auf etwas oder einfach ein gutes Gefühl. Wenn dir Helvetica gefällt, ich freue mich über jede Unterstützung. Das machst du, indem du von diesem Podcast weitererzählst, indem natürlich den Podcast abonnierst oder wenn du mir ein Feedback schickst per Mail oder per DM. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen, sobald sich ein neues Gespräch ergeben hat. Also, stay tuned.